Goedemorgen allen. Es war ein schöner Morgen, hier alle top zu sein. Es wird voll, dass wir weten, dass wir kommen naar de kerk van de Urzaak. En wir wollen uns abbühen. Wir wollen weten, wo wir leben sollen. Wir wollen uns tun anlassen. Und von der an, es war ein Sinn, was Gott uns geschenkt hat, dass wir können uns alle top tun anlassen. Als we durch het leven gaan, we begegnen alle verschillende dingen. En er zijn verschillende hart aan ons, verschillende schwaar aan ons. En we merken verschillende onderscheiden aan ons, wat we dat aannemen en wat we met dat doen. En van daar willen we ons een beetje aanlaten wat de proeven zijn, waar we naaraan. En wat we met dat doen, wanneer we in verschillende proeven aankomen, wat we daar met dat doen. Maar als we dan aangaan, willen we ons nog opnemen te beden. Vader in Himmel, we komen waar voor die en danken die voor die genade, voor die lief. We danken die voor die woord en dat een onderscheid maken dat in ons leven. En Vader, we beden om openbaringen, dat we dat worden verstaan kunnen en worden ons te kunnen onervrijen en ons leven doen aanstellen. Vader, zijn deze tijd hier als we hier top zijn en ons in die woord aanlopen. In Jezus' naam, amen. De proeven die we begegnen, die kan, waar we van daar op 3 verschillende wegen bekijken. Die kan komen dat God ons een geloven proeven deed. En dat kan zijn dat de proeven van ons vlees komen. En dat kan ook zijn dat de proeven zijn om ons terugwijzen. Die op 3 verschillende wegen waar we ons een beetje aanlopen. Maar het eerste waar we ons een beetje aanlopen aan proeven, wat God en onze weg aanstellen dat om ons geloven proeven. Waar we een zeer fijn bijspel hebben als in Abraham, als hij geproefd worden deed, kunnen we in 1 Mose 22 lezen. Dit is waar God hem zei dat hij zal zijn zoon Isaac offeren. We weten dat Isaac weer een zoon waar hij lang naar geluurd had. De zijn we aan verspreken en hij is al ganz oud geworden. En we weten dat man dort de verzekering nog man komt, dat de teufel zijn spel de man speelt. En es hij een jong dan is schade, ik kan me niet abgekickt, wie oud hij hier weer. Maar hij weer al zoveel dat de voeder aan den klampen halt geven deed hem draaien. Zo hij moet al zijn een teenager geweest. Als God hem zei, nu go do den zijn opferen. So, und er sagt nicht bloß durch den Opfern, aber er sagt, er soll durch und durch hingehen. Und das sagt uns hier in ich weiß nicht gerade, in welcher Vers, aber das sagt, ein paar Tage gegangen haben, dann auf einmal dann heeft Abraham seinen Kopf ab und kijkt nach vorne, was wo sie sehen, dann sagt er, oh, nu zijn we bij meest bij de stad, wo wir sollen hingehen. Und als sie bei durch sind, dann sagt Abraham zu seinen Knechts, nu zal je hier blijven en ik en mijn zoon worden weer gaan te beden. Te offeren en te beden. Ik heb me verzocht me een beetje aan te laten en ik kan maar zo en zo weten, maar ik verzocht me een beetje aan te laten een woord van God. En dat zegt een zoon offeren en hij wordt het gebod gewist hebben, du sollst niet doodmerken. Du sollst nicht stehlen, all diese Geboten hat Abraham gewusst, alle. Und hier sagt es nu, du go mit den Seen opfern. Wo dit en Abraham wordt han top gestemd, wo dort wordt han können verarbeiten. Da sagt uns nicht viel Details von, aber das sagt so viel, dass Abraham ging. Er deut wordt de stem te hem gesagt hat. Gott hat gesagt, dit wat hij soll doen, und er ging erop los und deut dort. We weten dat als hij dan is van de knechts wegging en dat bloß Isaac en Abraham de top ging, dan vraagt Isaac Abraham, wo ist das Lamm? Wir haben hier Halt, wir haben hier das Blut, wir wollen gewoon Opfer bringen, wo ist das Lamm? Wat wir Abraham zijn antwoord? Abraham wist dat Gott hem gesagt dat Isaac soll das Lamm sein. Aber hij sagt für das Lamm, was Gott sagt. Hij wist nicht wel, aber hij trug dat, was Gott gesagt hat, würde es dort dann sein.
Als ich bei der steht sein, dann der Isaac, Abraham merkt den Alter durch, das sagt nicht, dass Isaac gehalten hat, aber das sagt, dass Abraham den Alter debüten. Und als er den Alter fertig hat, dann der Isaac ein Bein, legt in den Napf und nimmt das Maß in die Hand. Und dann ist wie Gott seine Stimme tut. Aber er hat ganz gehört, dass die Schriftungen sind ein bisschen verschieden zusammen sein, dass der hat das Maß bloß in der Hand zusammen sein, der hat das Maß reit in den Seen schlachten. Und dann sagt Gott, das ist genug. Nu weet ik dat du geloven hast. Dat du das, was ich gesagt habe. So ich dit ein bisschen nachdenken, dass so, nu weet ik, nu sag ich die Stimme zu Abraham, nu weet ik dat du wirklich geloven hast. Dat du das Leben das, was ich gesagt habe. So, als ich das nachdenke, wo will Gott uns manchmal leiden, zum sein, dass das sein kann, dass wir glauben da. Abraham muss gehen, was das Maß in der Hand hat, um was zu tun, was die Bibel sagt, dass nicht soll tun. Wird Gott sein Wort sagen, dass du sollst nicht tun mehr. Aber Gott hat das gesagt und er tut. Wenn es Gott hat gesagt hat, dass wir nicht, wenn es das verstehen können. Ab keiner Weise können er das verstehen. Wenn es das wieder Versprechen sehen, und Gott hat gesagt, dass ich diesen sehen soll, das versprechende Volk kommen, da sollen die Segnungen kommen für die Welt, das soll kommen, dass ich das sehen, und nun soll ich schlachten, nun soll ich opfern. Das kann Abraham nicht tun. Das ist something, das er nicht verstehen kann. Aber weil Gott das gesagt hat, Gott hat den Sehen versprochen, Gott hat das gesagt, er tut bloß das, was Gott gesagt hat. Und so, wir lesen die Bibel alle, like Vertrübings. Wir lesen da ein Teil Dinge, was wir tun sollen, was uns abgehoben sind, was uns anvertraut ist. Excuse me. Und was tun wir mit dort, wenn wir das gelesen haben? Wir können sagen, das weiß ich habe euer gelesen, wir kennen uns den Anlo und so, und das erst einmal von der und war von nie sein, dort zu leben. Sein, dort vor der Hand zu leben, dort kann einen Unterschied merken. Dort, wenn Gott uns Leben beobachten wird, dass wird kann sein, nu weiß ich, dass du glauben das. Wenn du das, was ich sage. Vers 11, da lesen wir in 1. Mose 22, aber dummer raubt den Herrn sein Engel vom Himmel, Abraham, Abraham. Und Abraham sagt, ich sehe hier. Ich da, habe ich ganz geloten und sagt, ich bin hier. Ich höre, was ist nu? Und der Engel sagt, hier ab, da den jungen Nuss, nu weiß ich, dass du Furcht hast für Gott, und am Gehorchen des. Du hältst nicht einmal den einzigen Sehen von mir. Und als Abraham abkijkt, sah er einen Bock, der mit den Händen fast in einem Bast war. Und Abraham ging und nahm den Bock und schlug den für ein Brandopfer in seinen Seen, seine Städte. So, als Isaac am Freitag wusste, dann sieht Abraham zu Isaac, Gott wird dir versorgen. Er wusste nicht, er hat keinen gesehen, er hat den Bock im Bast noch nicht gesehen. Aber das wird eine Pro, zu sagen, was sie glauben wir, wo sie glauben wir. Und dann in Vers 14 sagt es, von dann an nannte Abraham die Stadt immer Yahweh, Jir. Bei den von der ersten Tag wird gesagt, ab dem Boy wird der Herr dünner sein. Ab dem Boy wird der Herr dünner sein. Nu weiß ich nicht, ich konnte nicht verstehen, mir ist das noch nicht deutlich, ich weiß noch nicht, was das werden soll, aber Gott wird dafür sein. Vers 15, dann raubt den Herrn sein Engel vom Himmel noch einmal nur Abraham und sagt, Vers 16, der Herr sagt,
ich verspreche dir mit einem Eid ab mir selbst, willst du so gehandelt hast mit dit Prüfstück und hast nicht deinen einzigen Sehen geholt, Vers 17, wo ich ganz bestimmt die meinen Sehen gebe. So hier sei wir, die Probe, wo Abraham wird nennen gesagt, er könnte gesagt haben, dass es nicht reicht, in Sehen dort merken, dass es nicht reicht, dass ich den über Ängsten, dass es nicht reicht, er kann sich in all Dinge reich verdienen, aber er ging, weil es Gott an gesagt hat, nu sagt er, weil es so gehandelt hat, und dass so getan hat, was Gott gesagt hat, wo er ganz bestimmt die meinen Sehen geben. Und wo denen nu kommen so viel merken, als die Stirns am Himmel sind, und so als das Sand am Meer, als denen nu kommen wollen, die Feind ihre Staatsputen übernehmen. So ein Sehen, was kommt ab Gehorsam. Und dort ist von der noch einmal so steht. Ein Sehen kommt ab Gehorsam sein. Vers 18. Durch denen nu kommen wollen, alle Völker bei ihr gesegnet worden, willst du mich gehorcht hast. So, nu sollen wir den Sehen, was hier noch, hier seht ihr bloß, durch die waren alle Völker gesegnet worden, aber wenn wir von der und zurückgucken, auf was von Sehen, die hat dort haben, dass wir auf das Sehen, was Jesus wird kommen, dass alle Menschen können geraten werden. Und das Sehen, den haben wir von der und belebt, meiste von uns weiten, was das Sehen ist. Und nu haben wir persönlich vielleicht ein oder andere Weg, Proben, was an uns kommt, wo wir können mit unseren Worten dort beweisen, dass wir glauben dort, was wir lesen dort. Wir glauben dort, was Gott uns lehren will. Weil wir von dessen Sehen, von der und gekriegt haben, was Abraham dann beleben, dass wir ein Beweis haben, dass Gott wird sein Sehen schenken für ein Opfer, so als Abraham sein Sehen handjäft, geopfert zu werden. Und der zweite Punkt ist Proben, was von uns Fleisch kommt. Da lesen wir in Jakobus sehr klar von, der hat das probably das klarste abgeschrieben. Proben, was von uns Fleisch kommt, das ist in Meier steht, Petrus hat abgeschrieben, und wir fangen noch mehr davon, aber ich habe gewählt, Jakobus ein paar Versen von zu lesen, in Kapitel 1, Vers 12, sagt es, glücklich ist der Mann, seilig ist der Mann, der nicht versagt, wenn er versagt wird. Hier haben wir das Wort versagt worden, dort in Abraham sein Case in 1. Mose 22, da haben wir die Proben. Das verschiedene Wörter, das ist vielleicht meist dasselbe. Man sagt, wenn er versagt wird, und uithält, wenn er auf eine Probe gestellt wird. Hier haben wir die Wort bad. So, wo vielmals von der, wenn wir zurückgucken, dann können wir sehen, dass wir haben versagt, weil wir sind auf eine Probe gestellt waren. Wir haben neu gegeben und sind ans Fleisch neu gegangen, und es steht, dass wir die Probe bestanden haben. Es sagt, dass wenn er die Probe bestanden hat, wird am der Lebenskroon gerecht worden, der den Janien versprochen hat, der am Gott sind. So, wenn wir am Gott sind, und an diese Proben, die an uns nachkommen, bestehen worden, dann sagt es, dann wollen wir eine Lebenskroon kriegen. Nicht bloß ein Geschenk, was für hier, was uns wertvoll sein. Ich glaube, dass das auch viel uns, uns auch zum Größer sehen, wenn wir die Probe bestehen, because wenn wir nicht die Probe bestehen, dann darf das nur fallen von, was mitkommt, dann will wir nicht bestehen haben. Aber das sagt hier, wenn wir bestehen wollen, dann kriegen wir eine Lebenskroon. Eine Kroon, die für das ewige Leben wird dienen, wenn wir hier die Proben bestehen. Und was kann die Proben alles sein? Ich kann mich nicht nennen, dass ich will Einzelheiten abnehmen, was Proben kann sein. Aber ich glaube, ein von den meisten, was an uns alle, das Hassigste wird nachkommen, das wird euer sein. Ist uns geralt wird, das Schaf nicht reicht, was wir tun, und dann will es an uns abreden. Wir wollen was sein, wir wollen bewegen uns auf eine rechte Weg. Das kann eins sein, was von erste. Unsere Gedanken, haben wir unsere Gedanken in Kontrolle. Wenn uns Gedanken leben, wo nicht rollen, das wo nicht wird sein, haben wir die Power,
tim dat Kontrolle. Abraham, die sagt, ich go, wenn's Gott hat mir gesagt. Haben wir die Power zum Bestehen, wenn diese Proben ans Land kommen, unsere Gedanken auf verschiedene Wege. Vers 13 sagt, wenn ein Mensch versagt wird, soll er niemals sein, dass Gott am versiegt. Gott kann nicht zum Beispiel versagt werden und er versiegt auch keinen. Das kommt von unseren Jankers, das kommt von uns Fleisch. Gott hat keinen versiegen, das uns fleischliche Natur. Vers 14. Aber ein Mensch wird versagt, wenn er von seiner eigenen Weise Last mitgeritten wird. Wenn wir nicht die Kontrolle über das haben, die Last an uns Fleisch, der trägt uns zu haben. Und wenn wir die Probe bestehen, dann kriegen wir ein Segen darauf, dass wir sein, dass wir gesegnet sind. Das sind wir die Segnungen, die wir von Gott immer wahr beleben, weil wir bestehen und dort, was wir gelesen haben, was wir weiten, das ist Gott sein Willen für mich und ich dort durchwehen, wenn ich weiß, das ist, was Gott gesagt hat. Vers 15 sagt, wenn der bei der Lastig erst falsch gesagt hat, wird der Sinn geboren. Und wenn der Sinn geboren ist, bringt sie den Tod. Dann bringt das viel Anlag, viel Schwierigkeiten mit sich. Und wir wundern uns, woran es steht oder woran es dort. Als Kain, das ist in 1. Mose 4. Kapitel, glaube ich, als Kain, du wieder Opfer gebracht hat und sein Bruder sein Opfer, dass wir hat beter geschafft, das sind. Und sie sind in Hüste gegangen, das Opfer alle über sie gebracht. Dann recht das Wort an Kain. Und dann sagt Gott am Werk du über das. Bis wenn du nicht warst, werken über das, das Wort, die wir herbringen, würde nicht was sein. Das sagt, das Wort, die wir herbringen, würde nicht was sein. Und das sei hier, verstehe wieder so, dass das erst nochmal bloß an Kain seine Gedanken gedreht. Und dann sagt Gott zu Kain, du Apostel, werk über das. Das, was die wir herbringen, würde nicht was sein. Und er deut nicht über das Werken, und was braucht er dort? Er schlug seinen Bruder dort, wenn er hat seine Gedanken gefordert, und das dreht ihm daheim. Wir sehen an Abraham, der Fokus probably nicht so sehr an, was er nu krijgt soll tun, als an dort, weil Gott hat das so gesagt, und so dort, wo wir nicht dort tun. Kein, der lässt sich nicht nennen, was Gott sagt, er bloß und dort, was die Begebung der war, und dass wir am unangenehmsten Begebung der war, und er ging nur sein Fleisch heran, und dort wird sein Fleisch durch Verlangen, und das sagt, verstehe wieder so, dass wir den Sinn, was für die Erde stund, und nur am Lüren, und in der Gelegenheit sehen, der Arm zu greifen, und den Sinn, der Krieg am dort zu holen. Jakobus 1, Vers 2 sagt, meine Brüder, nehmt das mit Freier an, wenn ihr auf verschiedene Wege geprüft und versagt worden. So, das soll uns immer wieder herbringen, dass wir das als eine Gelegenheit sein. Wann Proben an uns kommen, dass wir das als eine Gelegenheit sein. Ans Glauben wird geprüft, ans Glauben, den fehlt zu starten. Und wenn ich diese Probe bestehen kann, dann wird ich stärker sein für die nächste. Vers 3 sagt, dadurch, dass ihr Glauben und Versicherung bestehen bleibt, lege geduldig sein. Das darf je weiten, sagt der Herr. Dann lege geduldig sein. Und das darf je weiten. Das ist nicht bloß gerade so, aber das darf je weiten. Dann lege geduldig sein und geduldig das durchhandeln. Vers 4, durch geduldig sein soll je wat am eng behouden bleiben, dat je fehlerlos en unbeschädigt sind und je dat an nichts fehlt. Hier haben wir das Wort, dat uns dat an nichts wird fehlen, wann wir die Proben bestehen wollen. Weil wir lernen, uns stärker werden. Wir lernen, stärker sein, aufmerksam zu sein, wann was an uns kommen wird. Vers 5 sagt, es ist das, wenn dort bei irgendwem von Jünd an Weisheit fehlt, wenn diese Proben an uns kommen, oder verschiedene Dinge an uns kommen, wo wir uns nicht mehr verstehen, sagt es, wenn von irgendwem von uns dort an Weisheit fehlen wird, dann soll Gott eine Frau. Oder dort gleich wie auch, wir tun dort probably auch alle, wie Frau und Gott an Weisheit. Sagt es, weil Gott in jedem Jahren jaft, in keinem Schalt, was an der Weisheit gegeben wird.
Dat sagt, dass Gott geht das Schein ans Weisheit zu geben, wenn wir haben dünne Frauen. Da würden wir vielleicht fragen, wenn ich nu an verschiedene Schwierigkeiten angeraten da, und Gott geht das Schein ans Weisheit zu geben, dann will er kriegt an diese Probe, wo er mich anführen, dort als kriegt die Gelegenheit, wo mir das Wort an Weisheit abbühen. Mir fehlt das durch Weisheit und dort, wo ich wo Weisheit kriegen. Er jeft das nicht bloß so in der Händen, aber er jeft das so, dass das eine Erfahrung ist, was uns die Weisheit geben wird. Und dann haben wir das. Und dann bleibt es besser sagen. Wir wissen alle, wenn das alle wegen Schein geht und alle glatt durchfährt, viele Dinge, die vergeht wird, haben Schein gegangen. Ja, wenn wir dran denken, dann fällt uns dort noch bei, dass wir einen schönen Tag haben, dass wir feiern. Aber wenn wir durch was Schweres durchgehen und du dann auf einmal sagen, dass das erst mit dem Sehen gewesen, dort holen wir viel besser in Denk. Und so dort ist, wo wir durch Proben lernen, geduldig sein und durch Proben, die an uns nahen kommen, gibt Gott uns Weisheit. Und dann nu das dritte. Ich habe vielleicht auch some von dort mitgeteilt, aber der dritte Punkt, wo wir in some Versen lesen, wird von Sehen dort erst, wenn wir in Proben die Brücken zum ans Tragwiesen lohnen. Wir haben in Schof Bibelversen, die immer waren in der Hand dienen, dort wenn wir geprüft wurden, dort erst zum ans Tragwiesen. Aber wenn uns was verfällt, soll dort zu dienen zum ans Tragwiesen. Wir sagen hier schon ein paar Leute, dass wir wollen nur an dem Haaren wir wollen sein, dichter bei Gott zu sein. Psalm 94, Vers 12, da sagt es ist das. Gesegnet ist der Mann, den du strafst, und durch den Gesetz belehren ist. So gesegnet, glücklich sein, ist der Mann, der dort annehmen wird, wenn er gestraft wird. Und wobei soll er sich dann tragfinden, wenn er gestraft wird? Das sagt, durch den Gesetz, durch das Gesetz Gottes, durch Gott sein Wort, sich trag lehren lässt. Dat is een man wat in zijn leven deed. Die wat zich aber nicht von zijn Gesetz trag leren laat, nicht dat annehmen deed als eine Straf oder ein Tragwesen, der kann nicht das gesehen der Mann sein. Das Verse fängt so an, gesehen als die Person oder die Mann, den du strafst, den Gott Tragwesen deed, kann sein. Wenn es hij deed dat durch sein Wort. Durch dort, was wir lesen und wo wir sagen, dass wir haben anders gehandelt, als sein Wort lehren wird, und wir das annehmen, dann ist das sein Wort hat uns gestraft, und wir haben angecatcht, wir haben das verstanden, und nun tun wir das nicht mehr so, als wir vorher tun, wir tun das so, als das Wort uns gelehrt hat, und dort ist, was uns in gesehene Person merken wird. Psalm 119, Vers 71 sagt, es ist das, für mich wird das gut, dass ich im Elend komme, dass ich deine Gesetze lehre. Für mich wird das gut, wenn ich im Elend komme. Und das ist something, was für uns sehr schwer zu verstehen ist, in dem Moment, wenn wir dabei sind. Aber das sagt, David sagt, für mich wird das aber sehr gut, dass ich auf diese Stelle angeraten werde. Wohin? Das sagt, dass ich deine Gesetze besser lehre. Ein anderer wird ja sein, dass ich Gott sein Wort besser verstehen lehre. Ich das besser erkennen. Und dann Vers 75 sagt, das ist das. Ich weiß auch, Herr, dass dein gerecht ist und dass du treu wirst, als du mich in Schwierigkeiten brauchst. Hier war es so wie, David heeft het op en zegt, ik weet het haar, dat wat God deed is raar. Dat wordt we alle graag zo zijn. Want als we het vragen, als dat raar is wat God deed, en wat zijn woord is, worden we alle handen op hem, yes, dat is raar wat God deed. Dat vertrouwen we aan. We geloven dat, we vertrouwen dat. Dan zegt het, en dat du treu wirst, als du mij in Schwierigkeiten bracht. Wenn wir in diese Schwierigkeiten sind, dann wird das wirklich nicht schön. Aber David sagt hier, ich weiß, du wirst treu, als du das tust, wenn du wirst mir was lernen, und so du wirst frei mir das tun, dass ich das Wort Gottes glauben darf. Sprüche 3, Vers 11 sagt, es ist das, mein Kind,
veracht dort nicht, wenn der Herr die belehrt. Nicht gleichgültig sein, gleichgültig reden, wenn wir anwollen, dass uns kämpfen tun, dass wir können was lernen. Ich will mal auf einer Arbeit stehen und ich habe dort Trouble, das schafft nicht so, das soll. Und mit dir da länger, und ich wusste mir nicht mehr, und ich stand da und Hahn drei Frau da und das geht nicht, und auf einmal, ich werde nicht angeworden, dass die Wirte wie angekommen. Und dann sagt er, na, hast eine gute Gelegenheit, was zu lernen. Und es steht verdrisslich geworden. Und so, und das ist immer wahr, wo wir nun ran, Dinge im Leben, die schaffen nicht unbedingt immer so aus wieder zu den gleichen. Hier sagt der Schreiber von Spreche, mein Kind verachtet nicht, wenn der Herr die belehrt, und sie nicht all ungeduldig, wenn er die vermont. Wenn uns vermont wird, dann soll wir nicht ungeduldig sein. Wenn uns vermont wird und Denken gehalten wird, dann sollen wir uns dort befreien, dann sollen wir geduldig sein, dass wir erst an einem Vers lesen, dass wir wollen geduldig sein und dass durchdenken, was ist Gott sein Wort, was ist sein Gesetz, wo wird sein Gesetz, wir wollen trag lehren, trag lenken. Und dann in Vers 12 sagt es das, wem, das ist ein Frauenteken, wem der Herr Gott ist, oder wer es ist, wem der Herr gleichen wird, dem belehrt er. Wenn wir in verschiedenen Dingen angeraten, dann können wir klar sein, dass der Herr ist Gott. Das ist nicht bloß um uns was zu sagen, aber das ist, wenn es der Herr uns gleichen wird, dann wem belehrt er uns. So als ein Vater sein Kind wird, zu dem er sich freien wird. Ein Kind, das nicht belehrt wird, weit wieder in seine Wille Natur abwassen wird, als viel eingeschickt werden. Aber wenn das trag gelehrt wird, dann sind das wertvolle, brauchbare Menschen. Und so, das ist, was Salomo hier versucht zu sein. Wem der Herr Gott ist, dem wird er belehren. Dem wird er trag lenken, dem wird er trag wiesen. Und dann lesen wir in Sprüche 17, Vers 3, wir lesen das auch in Petrus, weil ich will dort noch lesen, aber hier sagt es, Gold und Silber wurden durch das Vieh geschickt, zum Seinen, worein das ist. Und so unterscheidet der Herr das Menschenhort. Gold und Silber, dort wird durch ein Vieh geschickt, um zu sein, als das Ach ist, als das reinet ist. Und dann sagt es hier, und so dass der Herr den Menschen ihre Horten auch untersehen. So als der Vieh zum Gold und Silber erkannt. Ein anderer wird wir dann auch das nehmen, die Proben, wo wir durchgehen, die sind dort zum Sein, wo uns Hort bestehen wird. Und dann in 1. Petrus 4, Vers 10 sagt es das, und wenn ihr hier erst ein Stoutje geleden haben, wird die gnadenvolle Gott, der jünt in Christus Jesus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, jünt selbst abrichten und wahre herstellen und stärken. So Gott will uns stärken. Er lässt uns verdurchkommen, er lässt uns vernankommen, dass wir uns trag lehren lassen, dass sein Gesetz uns belehren wird, und dann werden wir stärker. Und wir alle, wenn uns für die gefragt worden, als wir würden gleich stark zu sein, starke Christen, starke gläubige Personen, dann würden wir alle sagen, yes, dort gleich wie. Dort würden wir wollen sein. Weil dort wir daheim kommen, da war wir jeder Gelegenheit, wo wir in Schwierigkeiten geraten, oder wo Dinge in uns kommen, weil wir die Brücken zum uns stärker merken. Wenn es so wie Versen gelesen haben, was Gott sein Wort uns lehren wird, dann ist dort, was Gott Brücken der zum uns tragwiesen, dass wir können starke Personen sein. In Kapitel 1, Vers 5 in 1. Petrus sagt es, und Gott in seiner Allmacht wird du sein, dass je durch seine Hand kommen und dort Heil kriegen willst, je an Jesus glauben. Dort Heil soll je offenbart werden an uns. Luther Tiet sagt es, Meier, und dann in Vers 6. Du wehen sind die Frau, wenn je hier ein Stütze durch Lieden gehen. Keiner gleich zu Lieden, aber dort sagt es, und even in der Zeit sind wir froh, weil wir glauben, was Gott sein Wort lehren wird. Vers 7, da haben wir das Wort proben war.
diese Proben kommen eben am zu sein, wo euch in stark in Glauben ist. Diese Dinge, die kommen ans Nahen, am zu sein, wo euch und wo stark ans Glauben ist. Wenn wir für jede Versicherung oder jeder Ding fallen, dann weit wir bloß ans Glauben ist nicht sehr stark. Aber diese Proben, das Petrus das sagen, die kommen ans Nahen, am zu sein, wo stark und wo euch ans Glauben ist, so aus Gold, der ihm viel geschickt wird, am dort Terrain, oder am zu sein, wo euch das ist, und so dann die Schwierigkeiten, der in uns Nahen kommt, zu sein, wo euch und stark ans Glauben ist. Und dann sagt er noch der nächste Part vom Vers, in jün Glauben ist bei Gott viel mehr wert als Gold, oder als Silber. So wird jün Glauben, wenn er die Probe besteht, jün viel Herrlichkeit geben in je worden geirrt, in gelobt worden, wenn Jesus Christus kommen wird. Wenn Jesus kommt, das wo wir den Lohn werden sein, wo das gehalten wird haben, und nicht bloß dort, aber auch nu an verschiedene Dinge, wo wir nennen geroden, die wollen uns stärker merken. Und nur her, wenn die schon vorbei sind, und wo wir sein, ich bin dankbar, dass Gott mich dort hat lassen zukommen, wenn es dort hat mich abgebüht, dort hat mich stärker gemerkt, dort hat mich nicht bloß durchgebracht, so dass ich erst denken oder sich das feiern darf. Aber Gott hat das gebraucht, mich stärker merken. Und weil wir das immer waren, von dieser Anchecken, dass das, was ich dadurch gut, das was mir war, dass ich nur dran Gott kann, dass ich stärker kann stehen, wenn der nächste Pro an mich nachkommen wird. Gott ist sehr mit Ihnen alle.